habe die Ehre miteinander. Ich bin's, der Birger. So, dann machst du einmal Dank, dann machst du es wieder auf und auf einmal ist schon wieder fucking Juni. Und was heißt das? Phase 1, unser alljährliches Q&A. Ich habe euch gebeten, mir Fragen zu stellen und ihr habt mir einige gestellt. Da waren zwar, ich fürchte, da sind ein paar dabei, die haben wir wahrscheinlich vor einem Jahr, vor 2 oder vor 3 Jahren schon mal beantwortet. Aber da ich schon nicht mehr weiß, was letztes Wochenende war, ja, dann haben wir halt Pech gehabt. Außerdem, dann hilft es auch nicht. Keine Ahnung, vielleicht beantworte ich es anders. Ich habe meine Meinung vielleicht auch irgendwann einmal geändert, ich weiß nicht. Übrigens, erst einmal Phase 2 im Prinzip. Wenn ihr das Video gerade seht am Sonntagnachmittag, so jetzt kommen, bin ich wahrscheinlich schon im Urlaub und liege am Strand und gondelt mir einen sauberen Cocktail ins Maul. So schaut's aus. Aber ich kann euch Sauhaufen ja nicht allein lassen, ihr wisst ja selber, was es ist. Habe ich mir gedacht, das ist der perfekte Zeitpunkt für unser Q&A-Video und es dauert auch ein bisschen länger, wie halt jedes Mal. Ich schaue, dass ich es auf eine Stunde hinkriege. Darum drückst du jetzt auf Pause, haust schnell ab, holst dir ein Kaffeeschal, ein Palaner-Spezi oder was weiß ich, eine halbe und eine saure Donauwein und dann lohnst du dich zurück. Kann nämlich ein wenig länger werden. Fürchte ich. Ja, ich werde wahrscheinlich wieder labern ohne Ende. Ich versuche mich so kompakt zu äußern, wie ich kann. Und ja, ich habe mein Handy hergekriegt. Ja, ich habe ein Handy. Oh mein Gott, das liegt den ganzen Tag eigentlich da hinten und das habe ich genau einmal im Jahr in der Hand und das ist jetzt. Ja, für das kann man es brauchen. Ja, jetzt nehmen wir gar nicht lange umeinander. Fangen wir an, weil sonst wären wir nicht fertig, bis jetzt ja ist. Weißt du selber, was es ist? Frage Nummer 1 von Marc Sesselmann. Könntest du dir vorstellen, die oberfränkischen Bierwanderwege auszuprobieren und die Impressionen hier auf YouTube mit uns zu teilen? Ui, zu meiner Schande wahrscheinlich. Ich kenne die oberfränkischen Bierwanderwege nicht. Aber es beinhaltet das Wort wandern. Und da fürchte ich, das beinhaltet sich bewegen. Und dann fürchte ich, ja, eher nicht. Herr Mark, ich hoffe, die Frage ist damit einigermaßen beantwortet. Merci dir. Nächster. Der Ich bin's. Welches ist die Höchstgeschwindigkeit einer unbeladenen Schwalbe? Also, ich weiß ja wirklich nicht mehr, was in den anderen Videos so war, grob, aber es fängt doch immer mit derselben Scheiße, oder? Ich suche mir diese Fragen so eine Woche vorher aus, bevor ich das Video mache, ungefähr. Und damit ich mich nicht mehr daran erinnere, aber da erinnere ich mich daran, dass dann ein paar Leute was drunter geschrieben haben. Und damit ich die Frage nicht beantworten muss, weiß ich nicht, was ich mir denkt habe. Der Wulfeck hat darauf geantwortet, Hashtag 4000 km/h Schwalbe. Der Kusa hat geschrieben, was meint ihr, eine europäische oder eine afrikanische Schwalbe? Und der Herr Schweiger hat drunter geschrieben, kalte Ente. Und kalte Ente hat die meisten Likes mit 2. Sag mal, warum machen wir dieses Video eigentlich? Ich verstehe die Frage nicht. Was für ein Schwalbe, weiß ich nicht, mit was belotzt du deine Schwalben mit 4 Zentner Ziegelsteinen? Ich weiß es nicht. 42. Nächster. Der Tomika. Meine Fragen. Oh, Plural. Wieso gibt's bei dir auf Spotify keine Lyrics-Funktion? Es gibt auf Spotify eine Lyrics-Funktion? Profi-Musiker. Weiß ich nicht. Wann hast du denn da eine Lyrics-Funktion? Wo hat man die? Hat man die am PC? Ich höre Spotify eigentlich nur am PC, am Handy oder so eigentlich nie. Weiß nicht. Ich werde nachschauen. Das soll aber auch gleichzeitig deine Frage beantworten mit ich weiß es nicht. Und bist du im realen Leben also brutal ehrlich? Da muss man doch anecken wie Sau. Uff, nein, ich bin kein notorischer Lügner, sagen wir es so. Ich renne jetzt nicht umeinander und sage irgendjemand und sage, du bist fett! Du bist gemein. Nein, ich bin bloß ehrlich! Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Außerdem wisst ihr, wenn wir es jetzt mal ganz ehrlich auf den Punkt bringen, ihr könnt gar nicht wissen, ob ich so brutal ehrlich bin, auch wenn ich es ab und zu einmal sage. Aber ich schlafe gern mit einem guten Gewissen. Und das funktioniert nur, wenn du gnadenlos in diese Kamera ehrlich bist. Was jetzt das YouTube-Ding und alles so Eich und so weiter betrifft. Und da schlafe ich einfach gern ruhig. Und ich kann bei bestem Gewissen sagen,
so eine Art Shitstorm oder so wird es nie geben, weil irgendwas aufkommt oder so, was die Leute nicht wissen, weil entweder, manche sagen, gehen euch halt einfach nichts an, dann sage ich halt entweder gar nichts, aber ich liege halt nicht in die Kamera rein. Und das ist übrigens auch anderen YouTubern gerne mal zu raten, siehe Finn Kliman und so. Wer da nicht weiß, um was das geht, nicht googeln, gehst auf YouTube, Finn Kliman, dann weißt du, was ich meine. Tomi, merci für deine Frage. Nächster. Oh, hab ich jetzt jemanden übersprungen? Nein. Der Ich mag eh nicht mehr schreibt, was hat dich an deiner bisherigen YouTube-Karriere am meisten überrascht? Alles. Fucking alles. Also ja, aber in jüngster Zeit das mit den Caps, das war krass. Das habe ich kann mich nur 100 Mal dafür entschuldigen, ich habe es unterschätzt. Also da bin ich da geguckt. Nachher, für die Leute, die nicht wissen, was es geht vielleicht, ich habe mit Bavarian Caps meine erste Collabo gemacht. Wir haben ein Vollbier-Squad-Cap gemacht, ein ziemlich cooles und ein ziemlich schönes. Und das ist vor 2, 3, 4 Wochen ist das gekommen und innerhalb von einer halben Stunde waren es bei mir ausverkauft, in meinem eigenen Online-Shop, den ich bearbeite und selber verschicke. Ausnahmsweise mal, mache ich normalerweise nicht. Und nochmal eine halbe Stunde später drauf, der Rest dann bei Bavarian Caps. Wir haben sogar den in einen Server geschrottet. Da bin ich wirklich da gesessen und denke, Alter, was? Das habe ich nicht kommen sehen. Sag ich dir, was ist. Nein, und ansonsten alles. Was hat mich am meisten überrascht? Das erste Mal 1000 Leute im Stream, das erste Mal 100 Leute im Stream, das erste virale Video, dass das Preisenkinder so eskaliert, das alles daran. Das, was mich am meisten überrascht ist, ich habe ein Video gemacht über Leberkäse. Und jetzt kennen mich ziemlich viele Leute. Das ist echt immer... Es überrascht mich jetzt. Ist damit... alles. 3000 Leute beim Lande im Stream. Lauter sichere Geschichten. Danke dafür übrigens. Ich mag nicht mehr merci für deine Frage. Ich hoffe, es ist einigermaßen akkurat beantwortet. Wir müssen uns ein wenig umtun. Ich habe da 58 Fragen, da wären wir niemals fertig. Der Herr Schweiger schreibt, was hältst du von Letterboxd? Bock, dich mal anzumelden. Letterboxd ist sowas wie, das ist ein Film- und Serienbewertungsding auf Social Media Basis, wo man anderen Leuten folgen können und das dann schauen können, was ich gut finde und was nicht. Glaube ich. Ich habe keinen Account. Wenn das sowas ist, lasst mich wissen, ob es interessant ist. Wie ihr wisst, ich bin sehr Film- und Serien interessiert, mehr Film interessiert als Serien. Lasst es mich wissen, falls ihr da Bock drauf habt. Keine Ahnung. Warum nicht? Ich habe einen IMDb-Account, da habe ich mal alle meine Filme, bin ich so durchgegangen, so ja, geil, nicht geil und so weiter. Nächste Frage. Kennst du die Asterix-Mundartbände? Allen voran natürlich die auf Bayerisch und Münchnerisch, Wienerisch, Steirisch, Fränkisch oder Schweizerdeutsch. Highlight: Dr. Asterix, bitte Helvetia, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, tut mir leid. Sind aber zum Beispiel auch sehr lustig. Selbstverständlich kenne ich die, der Bab hat die gehabt, die habe ich leider nie geholt, Schande über mein Haupt. Aber ja, ich habe sie als Kind geliebt und natürlich kenne ich es. Was auch schon wieder interessant ist, Bayerisch und Münchnerisch, sind das zwei verschiedene Dialekte. So, interessant. We are not the same! Drittens, fährst du gerne Achterbahn? Leck mal, bin ich das letzte Mal Achterbahn gefahren. Weiß ich nicht. Als Kind bin ich mal im Oktoberfest mit der wilden Maus gefahren. Und bei den engen Kurven fühlen sie sich jetzt mal so, als dass das Ding vorne runterkippen und seitdem habe ich keinen Bock mehr. Also eher nicht. Und bei uns, ich muss sagen, im Umkehr, es gibt ja keine Achterbahnen. Im Geibaumfest kann es eine geben, bin mir aber nicht sicher. Aber kannst nicht sagen, wer Fahrgeschäfte fährt, hat kein Geld zum Saufen, weil eigentlich ist es umdrehen. Sagen wir so, ich sauf, weil ich kein Geld für Fahrgeschäfte habe. Merci für deine Fragen. Nächster. Das sagt Knacki. Gehst du noch oft ins Kino? Wenn ja, was ist dein Lieblingsfilm? Ich bin gerne ins Kino gegangen. Aber die letzten 2 Jahre war sowieso nichts. Corona-bedingt. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal, was der letzte Film im Kino war, den ich angeschaut habe. Ich weiß es nicht. Aber um ganz ehrlich zu sein, nein, gehe ich nicht. Warum? Ich bin ein sehr geräuschempfindlicher Mensch und wenn neben mir zum Beispiel jemand isst, dann wie ich so krass grantig, dann entfessle ich in mir einen Hass, der so schlimm ist, dass Alter, geht gar nicht. Und im Kino ist es leider Gottes so, dass meistens 25 Leute drin hocken, die 3 Stunden lang in einer verfickten Popcorn-Schüssel oder Tüten umeinander rein und dann kotze ich. Und darum, ich warte meistens, bis die Filme halt einfach rauskommen, bis man sie entweder kaufen kann, ausleihen kann oder dann auf Netflix, Amazon Prime, Disney Plus kommen oder was auch immer.
Da schaue ich einfach lieber in Ruhe dann den Film an und genieße ihn. Wenn ja, was ist dein Lieblingsfilm? Also da, ich gehe nicht mehr gerne ins Kino, aber trotzdem sage ich da, was mein Lieblingsfilm ist, aber das ist nicht ganz einfach, weil es viele sind. Ich finde viele Filme sehr gut. Also es ist auch schwierig, einen Lieblingsfilm zu betiteln. Da, wenn du mich in 10 Minuten nochmal fragst, sage ich wahrscheinlich was anderes. Aber ich glaube Forrest Gump. Forrest Gump ist, glaube ich, der beste Film, der jemals gemacht worden ist, weil wer sich das ausdenkt hat, keine Ahnung. Der hat alles. Von vorne bis hinten. Ein verdammtes Meisterwerk. Der wird jetzt dann 30 Jahre alt. Das ist halt auch völliger Irrsinn eigentlich. Wer übrigens, ich verstehe Leute nicht, das ist sowas, Forrest Gump ist sowas, das kannst du nicht schlecht finden. Da findest du nichts, was schlecht ist oder was dich drüber lustig machst oder irgendwas. Das ist ein verdammtes Meisterwerk. Verstehe sich eine Leute nicht, gibt es überhaupt irgendjemand, der Forrest Gump schlecht findet? Ab in die Kommentare bitte. Und Obacht geben. Ja, ich glaube, das ist einigermaßen akkurat bearbeitet. Bearbeitet, richtig. Beantwortet! Sehr knackig, merci dir. Der RTX 58P. Habe die Ehre, Birger, ich hab da mal ein paar Fragen. Kruzifix, ich habe schon wieder lauter so Dreifachfragen außer Zung. Wären wir niemals fertig auf eine Stunde. Erstens, hast du das, was du in deinem Leben erreichen willst, schon erreicht oder nicht? Wie weit hast du vor, mit YouTube zu kommen und kannst du wieder mal Synchronisation machen? Ui, die erste Frage ist schon wieder so, die kann schon wieder so deep sein, aber ich werde die einfach so offen und ehrlich und oberflächlich beantworten, wie sie ist. Nein, habe ich nicht. Mein primäres Ziel im Leben war immer, nichts mehr dort zu müssen. Also nicht mehr für jemanden zum Arbeiten müssen, nichts mehr da müssen, ich kann tun, was ich will. Und das habe ich halt einfach noch nicht erreicht. Und das ist eigentlich nur durch einen Lottogewinn möglich oder ja, durch die Once-in-a-Lifetime-Idee und die habe ich noch nicht gehabt. Aber und andere Daten da jetzt sagen, ja, eine Familie habe ich und ein Kind habe ich, ja, alles, was ich brauche, bla, das ist ein geschwollener Scheißdreck, halt doch dein Maul. Aber wenn es um das geht, ja, da habe ich alles. Ich habe Bürgerin, ich habe meine Viecher, das ist meine Familie, wir wollen immer noch keine Kinder, das ist eine gern gestellte Frage in die letzten Fragevideos gesehen. Die verlinke ich euch übrigens da herum. Die werden wahrscheinlich schon am Anfang einblenden, egal, das haben wir ja schon 2-3 Mal gemacht, wen es interessiert. Wahrscheinlich werde ich da ein paar Sachen 2-3 Mal beantworten, weil ich schon nicht mehr weiß, was letztes Wochenende war. Dann soll ich wissen, was ich letztes Jahr oder gar vorletztes Jahr beantwortet habe, ich weiß doch nicht mehr. Weiter, die nächste. Wie weit hast du vor, mit YouTube zum kommen? Wow, das ist eine gute Frage. Da ist die Frage, möchte ich überhaupt noch weiterkommen? Muss das sein? Nein. Ich bin 10-mal weitergekommen, als ich mir jemals vorgestellt habe, überhaupt zu kommen mit Mundart, mit der Art von Blödsinn, den ich mache und so weiter. Das ist doch sowieso völliger Irrsinn, eigentlich. Natürlich war es schön, 200.000 Abonnenten, ja, oder 300.000, halbe Million, bla, was möchte ich noch, es gibt noch ein Projekt, ich glaube, die Frage kommt danach noch mal, das ist ja Fall, es gibt schon noch neue Dinge, die ich ausprobieren möchte und nein, ich hoffe ehrlich gesagt eher, dass das nochmal 5 Jahre lang so weitergeht. Das, so weit mir hätte ich kommen, das war geil. Ich habe immer noch Spaß daran, an die Streams, an die Videos nicht mehr so ganz wie das mal war. Ich meine, wir haben jetzt 50 How-Tos gemacht, irgendwann kommt mir oder die Katze mehr auf. Aber für das probieren wir halt Neues an. Was, glaube ich, muss ich nachher mal kurz beantworten. Und ja, Musik immer wieder mal, Streams sowieso regelmäßig. Mei, dass es einfach bestehen bleibt, so wie es ist. Muss gar nicht größer werden. Ja, also nice, wenn wir noch mehr werden. Aber muss nicht sein. Kannst du mal wieder eine Synchronisation machen? Leider nicht. Warum? Ja, das habe ich schon mal beantwortet. Ich habe so ein ganz Déjà-vu. Weil ich hätte wieder Bock, ja, bei unserem 5-Jahres-Recap im Stream habe ich mir die alten Sachen einmal angeschaut nach Jahren und mir selber zerrissen und dann kriegst du natürlich wieder Bock, mal wieder sowas zu machen. Aber da ist halt die Strike-Gefahr ist massiv. Und das ist einfach nicht wert, dadurch den Kanal möglicherweise zu verlieren. Muss nicht sein. Ja? Das zwar dann auch einfach auf Twitch weitergeht, dann gibt es halt nur noch Streams, aber egal. Aber dann verliere ich einen Großteil meiner Community, da brauchen wir nicht schmerzen, weil die kriege ich nie wieder auf Twitch. Darum ist das Risiko zu groß. Danke für deine Fragen. Nächster. Wen haben wir da? Ein Maxi. Habe die Ehre. Was war damals dein Traumberuf? Merci und vierte Hashtag Vollbier Squad. Gute Frage. Jetzt habe ich gerade mein Handy so gehalten, gell? Weißt du, wer mir voll auf den Sack geht? Idioten, die mitten in der Stadt oder irgendwo in der Öffentlichkeit
auf Lautsprecher dann so ins Handy einschmerzen, wie die völlig geistig Behinderten. Ab in die Kommentare, Like da lassen, wer das schon mal da hat. Was war mein Traumberuf? Als Kind weiß ich eigentlich sehr genau, ich bin mitten in der Dinomania aufgewachsen, ja, 94, Jurassic Park und so weiter. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff für den Beruf ist, ich weiß es nicht. Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich als Kind versucht habe, in Poesiealben, ja, für die Jungen unter euch, die wissen das nicht mehr, was das ist, aber das kommt irgendwann einmal, How to Poesiealbum, habe ich mir eingeschrieben, was willst du werden? Anthropologe. Ich habe keine Ahnung, ist wahrscheinlich nicht. Also im Prinzip ist es wahrscheinlich Archäologe oder irgend sowas. Ich wollte Dinos ausgraben. So, was ist? Und da glaube ich, hätte ich ja heute noch Bock dazu. Aber kann man da davon leben? Nee, glaube ich nicht. Also war es eine ganz gute Entscheidung. Und dann, wie diese ganze Technikgedöns da gekommen ist, da bin ich ja auch genau eingewachsen, erst der PC, Internet und so, habe ich sofort gewusst, ich möchte irgendwas mit diesem Internet machen. Und dann bin ich Mediengestalter geworden. Und jetzt kann ich ein bisschen programmieren, Internetseiten machen und solche Späße. Und ich glaube, es ist mein seriöser Traumberuf. Ja? Mein seriöser Traumberuf. Im Prinzip kann man sagen, ist YouTube mein Beruf? Nein, ist er nicht. Weil in dem wie viele Videos das ich mache, das ist ja wohl ein Witz. Das kann man nicht als Arbeit bezeichnen. Wenn ich dann einmal eins mache, das vielleicht schon, weil die sind ja doch ab und zu einmal relativ aufwendig. Aber ansonsten, YouTube ist kein Beruf, Kinder, okay? Es gibt niemand, geht aus der Schule, also ich sage, ich will jetzt YouTuber. Nein, just don't. Ich sitze da nur und ihr schaut euch das, ich frage mich sowieso, wer sich das so schaut. Nur Glück und sonst fucking gar nichts, ja? Wir erinnern uns, ich habe ein Video über Leberkas gemacht und jetzt, was bitte? Ich habe das auch nicht geplant, das war einfach dann so. Das heißt aber nicht, dass du es nicht probieren kannst, aber mach gefälligst eine Lehre! Und jetzt eine scheiß Studiererei auf. Wir haben 2 von denen. Kann ich nicht mehr was arbeiten, Kruzifix. Nächster. Oberfeld, Baby, eine Frage. Was sind deine absoluten Lieblingsfilme und Lieblingsmusik? Ihr seht schon, es wäre wahrscheinlich auch ein paar Mal die gleiche Frage gekommen. Ich bin mir nicht sicher. Was sind meine Lieblingsfilme? Waren wir gerade schon, ja? Forrest Gump. Nein, was sind Filme? Ich feiere zum Beispiel ganz hart den ersten Fluch der Karibik. Ich finde die Verurteilten geil. Ich finde, was sind denn? Terminator 2, bester Actionfilm, der jemals gemacht worden ist. Feiert Inception. Was sind denn da die besten Filme der jüngeren Zeit? Da ist nicht viel gekommen. Rambo 1, Terminator 2, Predator 1. Alter, das waren noch Actionfilme, Alter. So, hat es davor noch nicht gegeben und jetzt wird jetzt Franchise so ausgeschlachtet, dass der Kotze aufkommt. Ja, so in diese Richtung. Ja? Aber ich glaube, mit die Verurteilten sind wir auch ganz gut dabei, oder? Forrest Gump und die Verurteilten, die können sie einmal sauber die Hände geben, da so. Merci für die Frage. Dieter, habe die Ehre, Birkbert. Wie schnell kannst du nach einem Stream-Review schlafen? Hört man ja immer wieder von Bühnenkünstlern, dass die ewig brauchen. Das ist eine extrem interessante Frage. Ich habe nicht gewusst. Was? Hört man ja immer wieder. Also ich habe das noch nicht gehört. Ich bin ja auch kein Bühnenkünstler in dem Sinn. Bezweifle auch, dass ich Künstler bin. Aber das ist krass. Das ist deswegen krass, weil das tatsächlich existiert. Das kommt darauf an, wie gut der Stream war. Wenn viele Leute da waren, was mein Indikator ist für einen guten Stream, und kriege ich automatisch auch während dem Stream so ein kleiner Adrenalinschub, ja, und dann bin ich gut drauf und dann vielleicht merkt ihr das auch, ich weiß nicht, das ist ja nur normal, je mehr Leute, desto gut. Und dann tatsächlich kann ich weiter noch lange nicht schlafen. Das ist interessant, das flasht mich jetzt gerade so ein bisschen, dass diese Frage kommt, weil ich nicht gewusst habe, dass sowas existiert. Also das kann auch einmal spät werden, das kann so mit 2, 3 in der Früh werden. Was nicht sehr förderlich ist für den nächsten Tag, aber es hilft doch nicht, wenn ich heute nicht schlafen kann. Das ist interessant. Also ja, kommt sogar relativ regelmäßig vor. Sag ich dir, was ist. Montag und Mittwoch schlafe ich länger nicht wie an anderen Tagen. Dieter, merci für die Frage. Interesting. Tobi Meier, hast du grundsätzlich ein Problem mit Vegetarier und so weiter? Aus Umwelt-Tierliebe-Gründe oder nur, wenn Vegetarier bekehrend werden? Schöne Frage eigentlich auch. Die kann man auch so offen und ehrlich und erwachsen beantworten. Natürlich mache ich mich da lustig drüber. Ja, ich bin fanatischer Fleischfetischist. Hashtag
Triple F ab in den Chat, hätte ich fast gesagt. Vor lauter Streamerei. Ab in die Kommentare. Fanatischer Fleischfetischist. Ganz im Gegenteil. Vegetarier sind ja nicht die Schlimmer. Ja, Vegetarier, selbst Nadine, die Bürgerin, ist Vegetarier. Sie geht mir aber nicht auf den Sack damit. Sie ist Vegetarier, kann man auch nicht sagen. Ganz extrem selten isst sie mal Fleisch, aber ganz extrem selten. Und ist mir wurscht, oder? Solange sie mir nicht auf den Sack geht. Und das gilt für alle anderen Vegetarier auch. Und es sind ja meistens einfach ganz normale Leute, da ist ja nichts Besonderes. Und um ehrlich zu sein, finde ich das sogar relativ oder sehr respektabel, wenn man aus Tierschutzgründen, aus Umweltgründen, wobei da das geringste Problem ist, glaube ich, dass die Fleischfuhrerei, währenddessen der Inder seinen Scheißdreck ins ja, egal. Finde ich sehr respektabel, wenn man diese Entscheidung trifft und durchzieht. Ich kann es nicht, dafür ist es einfach zu geil, vor allem die Grillerei und was weiß ich. Aber Veganer, merkt man selber so, jeder Zweite gibt es auch normale, ja, die da nicht auf den Sack gehen, die einfach, ja, mach du deinen Scheiß, ich mach meinen Scheiß, das ist auch dann in Ordnung. Aber wenn dann irgendjemand, und gefühlt jeder Zweite, meint, er muss dann so umeinander kasperlen und dir sagen, was du jetzt essen darfst und was nicht, und dann fahr ich ihm halt so übers Maul drüber, bis er am Kotze raufkommt. Und am besten habe ich gerade noch ein Steak dabei, das zerhäcksel ich dann in 1000 Stickerl und schieb's mir so lange ins Maul, bis ich nicht mehr schmatzen kann. Bis ein bisschen Blutsauce rauskommt. Ja? Einfach nur, um diese Idioten zu triggern. Einfach, weil sie mir einfach auf den Sack gehen. Ja? Wenn sie mir auf den Sack gehen, gehe ich ihnen auf den Sack. Wenn sie das Maul halten, halt die auch mein Maul. So einfach, that's the deal. Tobi, merci für deine Frage. Nächster. Geil für Sepp. Erstmal merci für deine Mitgliedschaft. Wenn da schon wieder das Legendary Icon 4er blitzt, dann weiß ich, was geschlagen hat. Merci dir. Habe die Ehre, Birger. Frage, was hältst du von einem Dreier-Kombi-Video oder Stream mit einem Österreicher, einem Schweizer und dir miteinander? Uff. Ich meine, habe ich oft in Streams schon auch gesagt und so, ich arbeite einfach ungern mit anderen Leuten zusammen. Weil ich mich dann auf andere Leute verlassen muss und so eine Geschichte und das mag ich einfach nicht. Ja? Es ist immer einfach diese One-Man-Show da und ansonsten, also es kommt ganz darauf an, vor allem, was das für Leute sind. Finde ich die lustig, finde ich die gut, passt das und dann vor allem, was man macht, was für ein Stream, was für Video und so. Und wenn ich da Interesse habe, dann ja. Wenn nicht, dann bin ich auch so direkt und sage dann, nein, ich glaube, da habe ich keinen Bock nicht. Weil das kommt ganz davon, da ist ja scheißegal, ob das Schweizer und Österreicher und sonst die Leute sind. Für mich sind es Preisen, ist mir wurscht. Vor allem, wir haben alle gelernt, Hashtag, du bist erst dann ein Preis, wenn es dich verholst wie einer. Da habe ich sprichwörtlich die letzten 5 Jahre eine Doktorarbeit darüber geschrieben. Und das war mir wurscht, wo die Leute herkommen. Ja. Kommt drauf an. So hätten wir es jetzt auch kurz beantworten können. Nächster! Der Bavarian TTV. Pass auf, das ist wichtig. Dann kommt irgendein Scheiß, ich weiß 100%. Wenn dir die Seife runterfällt, ist dann der Boden sauber oder die Seifendrecker? Vielleicht beidel sei. Was denken wir eigentlich? Was denken wir eigentlich jetzt mal, wenn ich diesen Scheiß da ausspeichere? Vielleicht beidelt er aber Zufall, wenn es aufkommt, auch ihren Träger ab und ist dann sauber und der Bund regelt. Da schon mal drüber nachdenken. Nächster. Kino! Servus Birger, was hast du so für die Zukunft geplant, privat sowie Stream? Ich glaube, die Frage kommt auch nochmal so oder so ähnlich. Kann mich nicht mehr erinnern. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was am Wochenende war. Was habe ich geplant? Ich bin ein Mensch, der plant nicht recht viel. Ich bin sogar zu faul zum Planen. Privat, ja mei. Der Keller gehört immer noch ausgeräumt seit einem Jahr. Da halt keiner runtergehen, ist mir wurscht, dann steht er halt vor, ist mir wurscht. Der Flur und Kich gehört hergerichtet, dann warten wir da herum endlich einmal fertig. Aber es ist uns, was Bürgerin ist auch nicht die fleißigste. Sie ist fleißiger als ich, da gehört auch nicht viel dazu. Aber deswegen plane ich solche Sachen nicht. Im Laufe des Jahres habe ich vor, das zu erledigen. Wird wahrscheinlich in der Sommerpause passieren. Ja? In meinem Sommerurlaub und in der Sommer-YouTube-Pause im August irgendwann. Und dann sehe ich einen Zukunftsbürger schon wieder da sitzen in der Sonne und denkt sich, Alter, fick dich mit deinem scheiß Keller. Ich kann es dir nicht sagen. Nicht viel. Ja, mittlerweile bin ich an so einem Punkt angelangt, so nice. Und für den Stream, ja, ist eine gute und eine schwierige Frage, weil es kommen keine Spiele. Vielleicht haben wir Glück, jetzt wäre dann ja E3 Spielemesse und vor allem, wo alle Hersteller ihre Spiele vorstellen.
Und vielleicht haben wir Glück und es kommt spontan noch irgendwas. Ich glaube zwar nicht, weil alles verschoben worden ist. Sämtliche AAA-Titel, Starfield, Stalker 2 und so weiter. Wird schwierig. Also bis zur Sommerpause habe ich nichts Spezielles geplant. Ja, bis August. Da ist jetzt eine mehr der Teufels lang hin. In 2 Monaten ist das Jahr rum. Krass eigentlich, wie schnell die Zeit vergeht. Ich kotze her! Ich kotze im Strahl, ich scheiße Dreieck! Ja. Nicht recht viel, sage ich dir ganz ehrlich. Für nach der Sommerpause ist das wieder was anderes, weil da sitze ich schon eine Woche vorher da und dann überlege ich mir so, okay, jetzt musst du wieder mal ein wenig Gas geben, hier Videos und das. Aber eine Sache ist geplant, du fragst gezielt nach Stream und nicht nach Video, aber ich glaube, die Frage kommt dann noch mal. Geno, merci für deine Frage. The Ghost! Bezüglich dem Kanal, ja genau, das kommt direkt danach. Streams, Videos, Projekte, Zusammenarbeiten und so. Gibt es Pläne für die nächsten Monate? Ja! Video bzw. ein Projekt namens Podcast. Jetzt muss ich mir ein bisschen zusammenreißen, weil wir gleich die halbstündige Marke erreichen und dann kackt wieder meine Kamera ab und da habe ich gar keinen Bock nicht drauf. Schauen wir mal, ob wir das in 3 Minuten erklärt kriegen. Ich möchte einen Podcast machen. Okay, das ist mal das Erste. Gleich mir ab in die Kommentare. Interessiert mich natürlich wie Sau, vor allem wenn ich neue Sachen mache. Bock drauf. Ich erkläre kurz. Podcast. Nicht einfach nur Audio, auf alle Plattformen, wie man es erkennt, Spotify etc., sondern auch zusätzlich in Videoform. Das heißt, da herin mit 2 Spätsehen. Einmal mit dem Flo, einmal mit dem Kani. Habe ich in die Streams auch schon mal kurz erzählt. Flo habt ihr auch schon mal gesehen, im Video von vor einem Monat oder so, ich weiß nicht, das 5 Wochen ist her oder so. Ein neues Format, mag ich es nicht nennen, es war einfach ein Gaudi-Video mit dem Was. Da ist der Flo der das Video eröffnet. Und mit dem Flo rede ich auch gern und oft. Sitzen wir zusammen und rede einfach allgemein über YouTube und so. Und der zweite ist der Kani, der hat selber schon einen Podcast, auch auf Borisch, kann man mal reinschauen, da war ja schon 3 Mal zu Gast, haben wir uns über die Alien-Reihe unterhalten, bis Alien 1, 2, 3. Den habt ihr auch schon mal gehört bei mir vor Jahren, Bavarian Zap 3.5 und Bavarian Zap 4, da ist eher die andere Stimme, die etwas rauchige Stimme und mit dem verstehe ich mich gut, der Typ hat auch noch mehr Blödsinn im Schädel als ich, glaube ich. Und das, glaube ich, wird ganz lustig. Dann sind wir zu dritt. Und unser Thema wird voraussichtlich, Thema ist einmal alles offen. Alles. Außer es gibt Beschränkungen, keine Politik und keine so typischen aktuellen Ereignisse, wie wir es halt auch gerade haben oder gehabt haben, Corona oder Ukraine-Krieg oder so ein Dreck. Da wird es überall zugeschissen, das soll Unterhaltung und gemütlich und lustig sein und da habt ihr bei mir keinen Bock, diese Scheiße zu singen, das bleibt auch so. Unser Thema wäre zum Start weg Kindheit, früher, wie war das so, vor dem Internet, 90er. Ja? Und da alles, was irgendwie erwähnenswert ist. Musik, Zeichentricks, Süßigkeiten, alles, was uns irgendwie einfällt. Ja? Der Discman und Walkman, die Technik damals, was hat man ohne Internet da und so weiter. Und ich glaube, das Schöne wird der Kani, der ist genauso wie ich in die 90er groß geworden, aber der Flo nicht, der ist 10 Jahre jünger als mir. Und der war halt in seiner Kindheit Anfang der 2000er. Und ich glaube, das kann ganz interessant sein. Der Plan ist, das im Juli vorzuproduzieren. 4 Stück, dass die 4 Folgen, die 4 ersten Folgen, jetzt habe ich nur 30 Sekunden, im August während meiner Sommerpause kommen. Und zwar jede Woche, jeden Sonntag. Und wenn ich dann wieder da bin, dann schaue ich mir euer Feedback an, um das ich dann natürlich sehr stark bitte. Und dann machen wir das weiter oder nicht. Ob das in dem gleichen Pacing dann kommt, jede Woche, glaube ich nicht. Wir haben ja 3 erwachsene Männer, wir haben ja nicht so viel Zeit. Aber wir werden sehen. So, bevor jetzt die Halbstundenmarke kickt, drücke da schnell auf Stopp und fangen wir wieder an und dann bin ich in 4 Sekunden wieder da. 3, 4, 2, 1. Bin ich schon wieder da. Ich hoffe, damit ist deine Frage beantwortet, Mr. Ghost. Vielen Dank für deine Frage. Und ab in die Kommentare, Interesse an einem Podcast. Ich glaube, ich habe euch letztes Jahr sogar schon gefragt. Also die Podcast-Idee, die ist nicht ganz neu. So, nächste Frage. Alter, jetzt müssen wir uns ein wenig umdrehen. Wir haben noch 40 Fragen. Bist du behindert? Also, ab jetzt werden meine Antworten ein bisschen kompakter, falls möglich. Kreativ-LP. Ich möchte 2 Fragen stellen und zwar, auf welche Highlights im weiteren Verlauf vom Jahr freust du am meisten? Ich sage das ganz ehrlich, auf meinen Urlaub, der in 2 Tagen stattfindet. Ja? Ich bin seit 11 Jahren nicht weg gewesen. Wir fliegen mir endlich davon. Ich muss weg von diesem Kasten. Ich brauche Social Media und Internet-Detoxing, sonst ich bin närrisch. Ich sage das, wie es ist. Ich bin sehr urlaubsreif, warum auch immer, weil so viel tue ich nicht. Aber es ist einfach so. Das wird mein Highlight, auf das ich mich am meisten freue.
Und was waren so deine Favorite Moments in deinem Jahr auf YouTube? Boah. Gibt's viele. Jedes Video, das viral gegangen ist. Der Anfang. Die 3000 Leute im Stream. Die ersten 100 Leute im Stream. Die ersten 1000 Leute im Stream. Wie das erste Mal jemand Merchandise von mir gekauft hat, der ich nicht selber war. Sehe nicht an. Das sind so die Highlights. Die Formate, die neu waren, die Musik, wie diesmal, wie die 2 Millionen Streams das Lied gekriegt hat, ich kann es immer noch nicht fassen. Das sind so meine Highlights. Für mich. Was waren es für euch? Ab in die Kommentare damit. Merci für deine Frage. Nächster, Martin Bayer. Erstens, deine Meinung zum vergangenen ESC, der Eurovision Song Contest. Schaut sich den wirklich jemand an? Interessiert das ernsthaft jetzt? Interessiert das irgendjemanden? Da haben wir letzter geworden, oder? Habe ich auch bloß durch Memes mitgekriegt. Was ist da meine Meinung? Ganz ehrlich, das ist eine dermaßen nutzlose Veranstaltung. Wo nur Scheißmusik läuft. Was soll ich? Ich weiß nicht, was das soll. Zweitens, welches ist dein aktuelles Lieblingsspiel? Hell Let Loose und Stellaris spiele ich momentan viel. Und Faster Than Light immer noch mal kurz einmal so Runden und Into the Breach. Ansonsten gibt es momentan ja nicht viel. Ich habe ganz große Hoffnung in das neue Call of Duty und in Warzone 2, aber das kommt auch erst nächstes Jahr. Martin, merci für die Frage. Nächste. Patrick Wedinger, erst einmal merci für deine Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Bussi aufs Nussi, danke dir. Kommt eventuell wieder mal mehr Content zum Thema Warhammer 40k Tabletop. Sie, Senior, fliegen. Ja, ich habe euch schon gehört. Ja. Ich habe euch gefragt, machen wir den Dreadnought aus meiner Wüsten. Black Templars Box da oben und ich habe drunter geschrieben, Dreadnought! Dann habe ich gesagt, jawohl! Aber, was heißt aber? Im Sommer habe ich da nicht recht viel Bock, dass ich mich da an meine Mini-Werkbank sitze und da umeinander werk. Dieses Gefühl von dem Modellbauzeug kommt bei mir dann wieder so Richtung Herbst. Ja, Herbst, Winter, wenn es kalt ist, man kann nicht mehr aussehen und so. Und jetzt haben wir uns 2 Jahre lang ausgesperrt, jetzt gehe ich mehr aus dem Haus aussehen. Da kriege ich dann wieder Bock. Und dann kommt, versprochen, How to Warhammer 2 und dann machen wir mit diesem Dreadnought. Ich werde nicht mehr ganz so ins Detail gehen, die Spezialitäten werde ich natürlich erklären. Und da gibt es auch ein paar Streams, vielleicht können wir die sogar dann auch in das Video mit einbauen, dass ihr vielleicht da live dabei seid, am Wochenende wieder. Es kommt auf alle Fälle nochmal Content dazu, wenn ihr das wünscht. Und ich habe euch gehört, ihr wünscht, ein Teil von euch wünscht es, dass viele von euch damit nichts anfangen können, das ist mir auch klar. Aber wenn ich Bock habe und ein paar von euch haben Bock, dann gelangt mir das überall hin. Nächster. Der Richard Prance. Welche Ziele möchtest du noch bezüglich Streaming etc. erreichen? Das ist eine ähnliche Frage, haben wir schon gehabt. Ich sage das, was es ist, ich weiß es nicht. Ich sage es, machen wir es einfach kurz und knapp, 10.000. Was war der nächste runde Schritt im Stream? 5.000 Leute im Stream haben. Aber wie ich das anstellen soll, weiß ich nicht. Ich sage das, was es ist, ich weiß es nicht. Da habe ich noch nicht mehr drüber nachgedacht. Das passiert entweder einfach so oder nicht. Ja. War geil, natürlich war es geil. Sehr klar. Aber so richtige Ziele habe ich mir nicht gesehen, habe ich mir auch nie gesetzt. Das ist einfach passiert, keine Ahnung. Fragwürdig. Und wer weiß, was uns noch alles einfällt. Vor 3 Wochen sind wir auf die Idee gekommen, dass diese Reaction-Streams ganz lustig sind. Hey, wie lange habe ich Reaction-Streams abgesagt? Ja, ich nehme alles zurück, es tut mir leid. Ja, natürlich ist es weniger anstrengend, sage ich jetzt einmal. Wir versuchen lustig zu sein beim Zocken oder allgemein. Auch wie man versucht, lustig zu sein bei seinen Beitrag zu leisten bei diesen Reactions, aber es ist sau lustig. Ich hab Bock, ihr habt's Bock. Wir waren im Sommer noch nie über 1600 Leute im Stream und das sagt mir, weiter nicht machen. Wer weiß, was uns noch einfällt. Nächster! Alter, das muss schneller gehen, wir haben noch 25 Minuten. Und das Video bleibt unter einer Stunde. Das schaut sich doch keiner an. Wer schaut sich das an? Sag einmal! Löwenzepp! Merci für deine Mitgliedschaft, der ewig lange. Ich kann es nur. Brutal. Servus! Streamst du mal wieder mit der Bürgerin und was hält sie von der Streamerei? Ja,
Das ist tatsächlich geplant. Das ist einigermaßen geplant, davon weiß ich auch schon. Nach der Sommerpause komme ich zurück und zwar nicht allein. So wie wir das letztes Jahr auch gemacht haben. Wir müssen theoretisch noch ein Way Out fertig spielen. Mal schauen, ob wir das mittendrin anfangen können und noch klarkommen. Vor allem sie, ich meine, sie spielt nicht so viel. Und ansonsten hätte ich an It Takes Two gedacht. Also ja, die Bürgerin kommt wieder. Sie hat auch schon zugesagt. Und was hält sie von der Streamerei? Weil sie freut sich für mich, dass ich mit dem, was ich hier tue, ein Hobby habe, Spaß daran habe. Sie freut sich für mich. Sie kann zwar auch immer nur an den Kopf beideln, weil sie denkt so, hä? Aber im Grunde findet sie es gut, natürlich. Also, ja, sonst. Weil sie ist manchmal lästig, wenn ich laut bin, bis um 10 Uhr auf die Nacht. Aber mei, man muss leben damit. Schluss alles jetzt, hat es vorher gewusst. Nächster. Marvin, was spielen wir in der Zukunft für Spiele? Und hast du schon was in Aussicht die nächsten Monate? Wie ich es schon kurz angerissen habe, schwierig, weil alles verschoben wird. Es gibt ein paar so Titel, die habe ich in Aussicht. Ja, A Plague Tale Teil 2. Da war der erste Teil eines der besten Spiele, die wir jemals im Stream gehabt haben. Das war relativ am Anfang, Mitte 2019. Dann hoffe ich auf irgendwelche Spiele, die noch angekündigt werden, vor allem in den nächsten 1-2 Wochen, wenn Microsoft, Bethesda und wie sie alle heißen, eine Vorstellungen machen. Vielleicht kommt noch was, wenn wir Glück haben. Jetzt muss ich mal schnell schauen, ob das Mikrofon noch ist, weil wenn nicht, dann kotze ich im Dreieck. Gott sei Dank, Alter. Gott sei Dank, Alter, weil sonst hätte ich die Kamera da vom Fenster rausgeworfen und hätte da hinten einen Post gemacht. Ja, Entschuldigung, Kamera kaputt. Gibt doch kein Video am Sonntag. Nein, was habe ich denn auf dem Plan? The Quarry für den Horror-Oktober. Vielleicht Visage Kapitel 4. Ihr wollt es selber sehen, ich habe euch tausendmal gesagt, dass das 4. und letzte Kapitel kein richtiges Kapitel ist, aber dann schauen wir uns einen Stream lang einmal an. Dann die Streams mit der Bürgerin, dann ein Microsoft Flight Simulator, ja, wir brauchen ein Pilotenoutfit, das ist sowieso klar. Dann ein Bob Lost, dann was für Spiele. Ich hoffe sehr stark auf Modern Warfare 2. Die Kampagnen sind einfach immer gut und die haben auch super für den Stream. Und vielleicht kann man da das neue Warzone 2 einmal testen, ne? Weil warum nicht? Und ja, ansonsten wird es schwierig. Alles verschoben. Alles verschoben. Sonst wisst ihr nicht, was noch kommt. Sage ich dir ganz ehrlich. Lassen wir uns überraschen. Ansonsten bis zur Sommerpause gibt es jetzt Rimworld. Und am Montag machen wir irgendeinen Blödsinn. Videos schauen. Dann gibt es eine Retro-Reise und dann schauen wir mal weiter. Dann ist Sommerpause. Um den Rest soll sich der Zukunftsbürger kümmern. Der verflucht mich jetzt schon, aber egal. Nächster. Kenny Ludwig, der zweite, ebenfalls merci für deine Mitgliedschaft. Hast du noch Kontakt zu meinem Vollgerät? Die Streams mit euch zwei waren recht amüsant. Ja und nein. Also wir schreiben nicht regelmäßig miteinander. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal miteinander geschrieben haben. Aber ich glaube, wenn ich ihm schreibe, dann kriege ich relativ zügige Antwort. Und so gesehen ja und nein. Naja, und mit den Streams, vielleicht geht bei Call of Duty mal noch mal was zusammen. Ich weiß nicht, ob es einen Zombie-Modus gibt oder einfach mal einen Multiplayer, was auch immer. Warum nicht? Schauen wir mal. Kann man drüber nachdenken. Da kann man mal drüber nachdenken. Schauen wir mal. Merci für deine Frage. Kilian Kittler. Haudert. Liest du Mangas? Und wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht? Nein. Nimmer. Ich bin einfach nicht der große Leser. Ich nehme so in jedem Urlaub vor, aber nie komme ich fort und dann lande ich wieder vor dem Kasten da und komme nicht weg davon. Jetzt im Urlaub nehme ich mir ein Bier mit, sage ich dir, was ist. Aber ich bin einfach nicht der große Leser, selbst mit Bildern und ganz wenig Text. Ich habe ein paar Mangas, die stehen da oben. Was ist denn das? 3 Teile von Ragnarök. Du kannst ein Schwert schmerzen, wenn ich mich richtig, die haben uralt. Ein Band Tenju Teng, ein Band Shaman King und ein Helsing Band. Ja, aber so, eigentlich nein. Sagen wir nein. Ich sag's dir, aber es ist eigentlich nicht. Und warum nicht? Weil ich einfach nicht so gern lese. Ich weiß nicht, hätte mir nicht geschaut. Merci für die Frage, Kili. Jetzt haben wir noch 20 Minuten, oder? Jetzt müssen die Antworten verdammt akkurat werden. Wir haben noch 30 Stück. Bürgerschneier! Okay, los geht's. Kevin Keiner, was ist der beste Weiher in Dingelfing-Landau deiner Meinung nach? Oh, schwierig zu sagen. Ich war schon lange nicht mehr am Weiher. Moosandl-Weiher, der Sporerweiher, oder glaube ich, der von nicht mehr hin, da habe ich mal die Hälfte meiner Jugend verbracht. Und der Haas Kies, ist das der im Basting? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Da war ich der war cool, hat mir getaugt. Ich hoffe, dass der weiterhilft.
Nächster. GSI Champ. Nur eine dritte Frage. Waren die ersten zwei? Weiß ich nicht. Schmeckt der Absolut-Wodka wirklich besser als der normale 0815-Fusel und wie trinkst du den? Mit O-Saft, Kirschbull oder pur? Mein Wodka ist Wodka, der schmeckt immer gleich beschissen. Allerdings bete ich mir ein, dass der hochpreisigere Wodka dir weniger Schädelweh in deinen Kopf einpflanzt. Das glaube ich hat auch irgendeinen chemischen Grund, bin mir nicht sicher, beim Destillieren oder so. Und ansonsten trinke ich den mit allem. Mit O-Saft, ja, wenn ich Bock hab, mit Kirschsaft, wenn ich Bock hab, bloß nicht mehr mit Bull. Ja? Ich bin zu alt für den Scheiß, ich brauche kein Bull mehr, dass mein Herz auf 280 gepumpt. Und pur sauf ihn bloß mit Brause. Ja, Wodka ist aber ganz geil. Bloß kriegt man da gern Sodbrennen. Nächste Frage, dauert schon wieder zu lang. GCI Champ, merci dir. Leonhard Auer, wann war deine Premium-Spielzeit und was hast du da an welcher Konsole oder PC gespielt? Ui, das weiß ich sofort. Vielleicht habe ich das schon mal beantwortet, ich habe so ein kleines Déjà-vu, aber dann ändert ich halt, weiß ich nicht, je nachdem, was du mich fragst, meine Antworten ändern sich. Und zwar 1998, Nintendo 64, Weihnachten und Zelda Ocarina of Time. So kitschig, wie sie das jetzt anhören mag, das hat einfach einen Zauber und eine Magie versprüht damals als Kind. Das war unbeschreiblich, das werde ich nie vergessen. Das war absolut Premium. Und direkt drauf, der erste PC, Internet, die zweite Premium-Spielzeit, die war anders, die war nicht magisch so als so Kind zauberhaft so, sondern die war einfach brutal. Und das war das erste Mal im Internet, dann wie Counter-Strike und Half-Life und so Sachen angefangen haben. Die ersten Shooter, Quake 3 und so. Das war die absolute Premium-Zeit am PC. Und dann nochmal kurz drauf, 2004 World of Warcraft. Das war was Neues. Das ist echt schade, dass die jungen Leute von euch das nicht mitgekriegt haben. Ich freue mich, dass ich das mitgemacht habe. Ich bereue keine Sekunde. War eine andere Zeit, war geil. Das war richtig, also das war völliger mindblowing Shit und ich bin froh, dass ich es mitgemacht habe. Merci für die Frage, Herr Auer. Nächster. Leon Kubala! Merci für die Mitgliedschaft. Weißt du, wie es ist? Puste auf die Bandscheiben, auf die linke von rechts. Was? Ist irgendwann so ein Meet and Greet im Biergarten oder was Ähnliches geplant? Nein. Habe ich mit Sicherheit auch schon mal beantwortet, ist aber wurscht. Ich bin nicht so der Typ für vor der Kamera. Ja, und unter Leid und so. Und vor allem dann in der völligen Öffentlichkeit in einem Biergarten und so. Da wie ich narrisch, Alter. Aber, und da mag ich jetzt nicht zu viel erzählen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, auf der LAN, die geplant ist und auch schon gebucht ist im Übrigen, ja, reserviert ist, in der Stadthalle bei uns in Landau. Leider Gottes nächstes Jahr im Juni. Eigentlich hätte ja die dieses Jahr im Juni stattfinden sollen, aber ich war unsicher wegen Corona und so. Hat dann mehrere Gründe. Wie die genau ausschaut und so, da brauchen wir jetzt nicht schmerzen. Haben wir die Streams schon mehr ausführlich da. Such einfach den Stream, den findest du schon. Das lasse ich euch dann natürlich schon wissen. Ab ins Discord, da reden wir öfters einmal drüber und da kriegen die Leute auch als erstes mit, wo es Tickets gibt, wenn es soweit ist. Aber da ist noch lang hin. Da ist noch ein halbes Jahr hin. Frühestens, bis da Tickets gibt und so weiter. Aber da kann man mich dann mal in echt treffen, und mieten und greeten. Nächster, wir müssen uns umtun. Sagnaki, wirst du Zelda Breath of the Wild 2, welches 2023 kommt, eine Chance geben? Nein. Warum? Ich liebe Zelda, seitdem ich so klein bin. Vom Gameboy weg. Aber Breath of the Wild ist für mich das schlechteste Zelda, das jemals gemacht worden ist. Weil wenn ich irgendwo in Raumschiffe umeinander dungeonisieren muss und so weiter, das ist für mich kein Zelda nicht. Das, keine Ahnung, das war mir einfach zu absurd und zu seltsam, das hat irgendwie nicht zusammenpasst. Darum werde ich Breath of the Wild 2 gekonnt auslassen. Tut mir leid, ich weiß schon, das speiert 98%. Ich bin mir nicht der Einzige, der sagt, wie es ist. Nächster, merci für die Frage. Hans T., Frage an dich. Du hast noch nie so richtig über deinen Papa was erzählt. Würde der Hintergrund mal interessieren? Und zweite Frage, hast du noch einen Bruder oder eine Schwester? Erste Frage beantworten wir ganz kurz und knapp, sonst bin ich wieder ganz furchtbar traurig. Mein Pap ist 2012 gestorben. Darum rede ich da einfach nicht drüber. Vielleicht eine kleine Randnotiz. Mein Pap hat Birger geheißen. Klingelt's? Aber das heißt nicht, dass ich mein Künstlername ist nicht Birger. Sondern weil ich halt auch so heiße. Ich habe mehrere Vornamen und einer davon ist halt Birger. Und da das der kurioseste ist und deine Spätzchen kriegen das irgendwann raus, dann heißt halt Birger. Ist ja eh klar.
Zweite Frage, hast du noch einen Bruder oder eine Schwester? Nein, ich bin so ein richtig geiles Arschloch-Einzelkind. Nächste Frage, wie viel haben wir noch? Viertelstunde noch, wir müssen uns umteilen. Bayern GmbH, wann geht's los mit dem Podcast? Haben wir jetzt schon über den Podcast geredet oder nicht? Ich glaube schon, gell? Vor der ich weiß nicht mehr, was vor 10 Minuten war, ich bin so behindert. Ich weiß aber nicht, ob ich das dazu gesagt habe. Der Plan ist, in meiner Sommerpause am ersten Sonntag, kommt jede Woche eine. Nach der Sommerpause schaue ich mir das dann an, schaue mir ein Feedback an. Wahrscheinlich auch schon während der Sommerpause, weil ich es wieder nicht lassen kann. Und wenn es gut ankommt, dann machen wir mehrere. Ob wir mir den Wochenrhythmus beibehalten, glaube ich halt nicht. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich glaube, das wird gut. Da habe ich auf alle Fälle, ich hab hart Bock drauf. Richtig Bock drauf. Und meistens, bis jetzt halt eigentlich nicht meistens, sondern immer, wenn ich auf irgendwas hart Bock habe, was das da alles betrifft, dann taugt es euch meistens. Den meisten von euch. Okay? So, nächster. Flo, Karl Winkelover, mit welchem Spiel hast du angefangen zum Streamen? Oh, das weiß ich nicht mehr so hundertprozentig. Angefangen so wirklich zum Streamen habe ich 2015. Da war halt noch kein Sau da, ist aber egal. Und zwar mit DayZ. Und da habe ich auch viel Modern Warfare 3 gespielt. Das war so eine Kanalnische, da war keine Sau drin. Und da habe ich immer so die meisten Zuschauer gehabt. Da waren es halt dann einmal 5 anstatt 2. Und dann so wirklich, da wie dann das alles angefangen habe, 2019 haben wir mit Resident Evil 2 Remake angefangen, was ein ausgezeichnet gutes Spiel war und das hat auch richtig Spaß gemacht. Nächster, nochmal der Flo Karl. Wann war der Moment, wo du so gedacht hast, Alter, ich bin berühmt? Also erstens einmal, für berühmt, ich bin nicht berühmt. Das ist aber lächerlich. Da muss man, glaube ich, mehr da als 2, 3 Leute zum Lachen bringen, dass man sie berühmt aufs Hirn aufschreiben kann. Sagen wir bekannt. Bei uns da in der Region bekannter. Bekannter als eine normale Person. Ja? Wir kennen schon viele Leute, das realisiere ich dann, wenn mich jemand auf der Straße kennt. Und das erste Mal, wie mich jemand auf der Straße irgendwo am Arsch der Welt angesprochen hat, so, hey, du bist der Bürger, da ist mir dann kurz eingefahren, so, was? Was zur Hölle passiert da gerade? Da glaube ich, habe ich es dann gerallt, dass da irgendwas anders ist auf einmal. Ein bisschen. Ja, es ist jetzt nicht schlimm, aber es ist einfach irgendwas, das passiert auch nicht immer. Nächster! Der 25er Milti! Oder 7, weiß man nicht. Warum halten mich so viele Fragen aus? Das sind immer noch mehr Fragen, als weil es immer 2 sind. Okay, ich mache so schnell wie ich kann. Heute Birger, hast du musiktechnisch neue Lieder geplant? Ich feiere deine Musik, deswegen die Frage. Ja! Aber gut, dass du so die speziell nachfragst. Es ist nämlich tatsächlich eins in der Mache, wo ich immer wieder werkel. Ja, Text so, muss man anwursteln. Es gibt auch schon ein paar Aufnahmen davon. Wann das kommt, kann ich nicht sagen. Bei der Musik kann ich nicht sagen, das ist dann fertig. Das ist it's done, when it's done. Und vielleicht kommt es auch gar nicht, weil ich es nicht so hinkriege, wie es mir vorstelle. Kann auch passieren. Aber wenn es kommt, dann kann ich so viel sagen, dass ich mir wahrscheinlich nochmal einen Brief einhandelt. Mehr sage ich da jetzt nicht dazu. Frage 2. Hast du vorher wieder so bayerische Synchros zu machen? So bei Variant Style, sofern es möglich ist. Glaube, haben wir ganz am Anfang schon beantwortet. Leider nein. Strike-Gefahr zu groß. Rentiert sich nicht. Der Kanal. Jetzt haben wir noch 10 Minuten. Gott, Birger, tu die um, Alter. Legionär gut zu Fuß. Da du viel zockst, gibt es auch Spiele, wo du es bereut hast, Geld auszugeben, beziehungsweise auch Spiele gekauft und nie gezockt. Ja, ich habe einen riesen Pile of Shame in meinem Steam-Account, in meinem Epic-Account, die ich nie gespielt habe. Und das Schlimmste in jüngster Zeit war, wo ich Geld ausgegeben habe dafür, 60 verfickte Euro für Battlefield 2042, das innerhalb von einer Woche tot war. Nie wieder vorbestellen, Kinder. Nie wieder. Egal was. Kein Plague Tale, kein Stalker, kein Starfield, nichts. Ja? Wir haben es so dumm, wir bestellen digitale Spiele vor, als daten es ausgehen. Ich sag was, Cyberpunk, Battlefield, vergiss es, Alter, vergiss es. So schaut's aus. Nächster, müssen wir uns umdrehen. Markus, hast du Vorurteile gegen Hesse? Wenn ja, warum? Ich weiß nicht, lest den Satz selber, dann weißt du warum. Markus, mehr Grüße nach Hesse. Master Yi Main schreibt: Noob! Kacknoob! Egal. Was heute die Bürgerin von deinem doch sehr kostspieligen Hobby Warhammer? Und falls es sowas gibt, kannst du die Bürgerin deinen Pile of Shame kommentieren lassen. Mei. Glaubst du, haben wir Frauen in der Community, die sich mit Warhammer beschäftigen? Glaube ich ja nicht. Also, es interessiert es nicht.
Ich zeige schon, ich bin ganz stolz, meine Figuren, sie nimmt die dann so, ja, schön da. Und dann gehe ich wieder. Aber ich bin jetzt auch kein einer, der sich jede Woche für 200.000 € irgendwelche Sachen da kauft. Deswegen ist das ganz in Ordnung. Und ich habe keinen Pile of Shame, weil ich mir halt nicht so viele Figuren kaufe. Ich kaufe mir die aber einzeln, mache die fertig, stelle es rein und dann passt das. Ja, wenn ich gerade Bock habe. Sie kann da quasi nichts kommentieren. So, wir haben noch haufenweise Fragen, weil der Birger tut die wir haben noch 9 Minuten. So, jetzt wird's ultra kompakt. Die letzten 10 Minuten ziehen wir mir an wie ein Pflag. Bei Variant TTV habe ich die Ehre, Birger. Wirst du mir Apex Legends zocken? Habe ich gesagt, die war sau schlecht. Ganz ehrlich, ich habe kein komplett Kack-Aim, aber da drin ja, das ist mir einfach zu schnell. Ich sag das, was ist. Das wäre richtig geil, kann ich dir jetzt schon sagen. Ist kein schlechtes Spiel. Könnt ihr euch einmal geben, wenn ihr noch jünger seid. Nächster. Joke Brother, merci für die Mitgliedschaft. Seit wann und wieso hast du eigentlich lange Haare? Sehr schön, sehr schöne Frage. Ich habe ein Lied geschrieben, das heißt Captain Faulsack. Findest du, wer es nicht kennt, Spotify. Das basiert auf wahren Begebenheiten. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich zu faul bin, zum Friseur zu gehen. Darum lasse ich die einfach ewig wachsen und einmal im Jahr schneidet mir Birgerin so 10 cm ab, dann bindet die es wieder zusammen und dann ist es wieder gut. Nächster. Heißen Zwerg, Frage. Birger, glaubst du an Seelenverwandte? Nein. Ich hoffe, dass ich jetzt da kaum auf die Füße trete, aber das war auch nichts Neues, also dann müssen wir auch irgendwie, wenn ich ehrlich bin, scheißegal. Das hat für mich so einen esoterisch angehauchten Ding und da habe ich überhaupt keinen Bock nicht. Das sind für mich lauter Leute, die alle... Ja, und wenn ich da... Just no. Ich habe eine sehr depressive Antwort, was diese Seelenfrage betrifft. Ja, ich zähle jetzt bis 3, wer es nicht hören will, Ton aus. 1, 2, 3. Und zwar bin ich so der Meinung, es gibt sowas wie eine Seele nicht. Ja, wenn wir mir sterben, gibt es nichts mehr auf dem Himmel aufgefahren oder sonst irgendeinen Scheiß, sondern es ist einfach so wie vor deiner Geburt. Ja, du sagst nichts, du fühlst nichts, du existierst nicht, wenn man so will. Und ich glaube, so ist es dann. Das ist nicht schön, aber das ist halt die für mich realistischste Ansicht, was das betrifft. Und jetzt zähle ich nochmal bis 3, dann kannst du den Ton wieder einmachen, was du nicht hören wirst, aber ist ja egal. Jetzt geht's wieder. So, ist ein bisschen Depri-Scheiße, aber egal. Nächster, wir müssen mal rein, Alter. Grantler, bist du so der Typ für Lasertag, Paintball, Kartfahren etc. oder liegt dir sowas eher gar nicht? Was hat ein Kartfahren mit Paintball und Lasertag zum tun? Speziell Mario Kart. Was heißt denn dann etc.? Flugzeug fliegen. Nein, weiß nicht, ich habe mal eine Zeit lang, ganz kurz, 1, 2, 3 Mal mit den Spätzen im Paintball gezockt. Dann habe ich ein paar so auf den Dates aufgekriegt, das hat weh wie die Hölle. Und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Und Kartfahren, da bin ich motorisierter Zeug, Mechanik und Motorsport interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Kann ich leider nichts damit anfangen. Gradler, Andi F., du als Bayer, warst ja schon das eine oder andere Mal am Oktoberfest. Was war dort dein geilstes und was dein abartigstes Erlebnis wahrscheinlich? Danke für die Antwort. Danke für die Frage. Ich war schon Ewigkeiten nicht mehr auf dem Oktoberfest, weil was soll denn die Scheiße? Das ist kein Volksfest nicht, das ist ein Irrenhaus, sonst nichts. Mein geilstes Erlebnis, da gibt's keins, sag ich dir, was ist, weil das letzte Mal als Jugendlicher da dort war und ich erinnere mich an nichts, also kann es nicht so geil gewesen sein. Aber ich erinnere mich an mein abartigstes als Kind mit dem Bab. U-Bahn-Türen gingen auf und die da drucken leider. Ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich gewusst, fuck you, nie wieder. Nächster, Tobi, was ist die größte, was du denn dieses Jahr geplant hast? Der Podcast, glaube ich. Und eigentlich war es lang gewesen. Hat leider nicht stattfinden können. Das war eigentlich die Besonderheit dieses Jahr gewesen und der Podcast dann nächstes Jahr. Könnte der Podcast dieses Jahr und dann nächstes Jahr. Nächster! Tobi, merci für die Mitgliedschaft übrigens. Der Co-Crafter. Wenn man so dermaßen Geld auf Decken geht wie du, macht das YouTube an sich viel Bürozeug aus oder macht das Birgerin? Um Gottes Willen. Nö. Birgerin hat damit gar nichts zu tun. Absolut fucking von hinten bis vorne absolut gar nichts. Und das Bürozeug, wenn du eine Firma hast du halt Bürozeug, das glaube ich ist überall gleich, ob das jetzt YouTube ist oder nicht, ist egal. Und da kommst du da einmal rein und dann hast du das drin, das machst du einmal im Monat, das ist nicht aus. Ist nicht schön, aber ist nicht schlimm. Nächster. Kili! Ich nochmal. Was ist deine Lieblingsserie und dein Lieblingsfilm? Oh, da müssen wir jetzt umtun. Lieblingsfilm habe ich schon beantwortet, aber Lieblingsserie nicht. Ich glaube, dass Breaking Bad die beste Serie ist, die ich jemals gesehen habe. Was ich auch sehr gefeiert habe bis zu einem gewissen Staffel ist The Walking Dead und The Mandalorian. Ja, und alle anderen Star Wars Folgen, inklusive Obi-Wan, kommt bis jetzt noch nicht ansatzweise ohne. Nächster. Gutner, servus, was ist eigentlich aus dem alten Skaterladen geworden, beziehungsweise gibt es den oder was ist da jetzt drin? Oh, mein Skateladen haben wir zugemacht 2018 im Februar
Und aus welchen Gründen? Nicht, weil er so schlecht gelaufen ist, sondern weil ich bei uns in der Firma einen Online-Shop aufgezogen habe über 6, 7 Jahre. Und der ist einfach so groß geworden, dass der Skate-Shop eigentlich mehr Klotz am Bein war und zu viel Zeit gekostet hat und sich nicht mehr rentiert. Ja, hätte ich mich selber damit selbstständig gemacht, dann war es gut gegangen. Aber ist halt auch entsprechend Arbeit und ich habe vorher kurz mal erklärt, ich möchte gerne so wenig tun, wie ich kann, aber einfach nur leben können. Was ist da jetzt drin? Ich glaube, Lohi. Ich glaube, irgendein Lohnsteuer-Ding, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Da muss ich zurückmachen. Nächster! Kathi vom Berg! Sagen eigentlich dein Mann, Family, Bürgerin und deine engen Freund auch Bürger zu dir? Ja! Das war... Oh scheiße, jetzt hab ich sämtliche Fragen weg. Da waren wir jetzt. Scheiße, Bürger, schneller, da waren wir. Das war die kürzeste Antwort im ganzen Video. Moritz, wie gehst du eigentlich mit negativer Kritik um? Ich maul sofort dagegen. Wenn es eine konstruktive, brauchbare Kritik ist, dann nimm es mir zu Herzen und dann maule ich dagegen. Also wenn jemand zu dir geht und sagt, hey, deine Videos sind voll gemein, das ist keine Kritik nicht, das ist einfach nur, ja, das war der Sinn dahinter. Oder so. War einmal echt interessant. Grüß von Österreich. Grüß aus Niederbayern. Merci für die Frage. Ich hoffe, die ist einigermaßen beantwortet. Benedikt! Was ist der Unterschied zwischen einem Weißbier? Was habe ich mir die Frage nicht mehr sparen können? Dann hätten wir eine Stunde geschafft. Jetzt haben wir noch 3 Minuten. Kruzifix. Weiß ich nicht. Die 2 Henkel, besonders der Schaum. Was? Nächster. Man in Black, du kennst die Situation sicher. Du bist schon gemütlich am Zocken und dann blärt dir auf einmal der Noob Master 420 an, dass du Kacknoob bist und bitte das Game deinstallieren sollst. Tust du dann zurückblären, wirst du viel machen oder lässt du dir am Arsch lecken? Ich speise eine Spiele nicht mehr. Ja, kein LOL, kein Counter-Strike, kein Valorant, nix davon. In Warzone kann man sich nicht anflamen, darum kriege ich das nicht mehr mit. Aber früher habe ich zurückgeflamed. Natürlich. Der Oberpfälzer Board. Jetzt kommst du mit 3 Fragen, mir schafft man es nie auf eine Stunde. Leider, es tut mir so leid, das Video ist zu lang. Es wird zu lang, hilft jetzt eh nicht. Der Oberpfälzer Board. Ich hab gleich 3 Fragen, ja Gott sei Dank. Wie pflegst du deinen Bart? Gar nicht. Der geht mit der Dusche wieder mitgewaschen. Einmal so alle 6 Wochen voll mit der Haarschneidmaschine durch und schneidet man selber, das war's. Wird es neben How to Grillen auch einen How to Bierbrauen geben? Nein, weil ich kein Bier brauen kann. Drittens, und fast am wichtigsten, was müsste passieren, dass du von YouTube auf YouPorn wechselst? 200 Kilo zunehmen, einen blauen Ford Ranger kaufen, 3 Mal irgendwo anfahren, dann wieder verkaufen und... Ja, lassen wir das. Insiderwitz. Aber jetzt muss ich noch mal kurz auf Stopp und Start drücken, damit wir machen die Fragen durch. Ist mir wurscht, die ich ausgespeichert habe, ist mir wurscht. Dann dauert das Video 1 Stunde und 5 Minuten, ist es mir egal. So, beim Oberpfälzer Bord waren wir, jetzt drücken wir hin, in 4 Sekunden waren wir vorher, bin ich wieder da. 4, 3, 2, 1, bin ich schon wieder da. Da habe ich die Frage noch beantwortet oder nicht? Ich kann mir sagen, nicht einmal 5 Sekunden lang merken, ich weiß es auch nicht. Wir haben vom Ford Blue haben wir geredet. Okay, nächster. Der Olga Slayer 4000. Was ist der Meinung zu dem ganzen Metaverse-Zeug, das jetzt gerade überall ist? Verdammt, dass die Frage so spät kommt, wenn wir so wenig Zeit haben. Da können wir uns erinnert es mich da mal in einem Stream dran, da können wir uns gerne mal drüber unterhalten. Heute gar nichts davon, weil es theoretisch schon seit 20 Jahren möglich ist und kein Mensch seine scheiß Meetings und so weiter online abhalten will. Was zur Hölle? Und die Brühen haben sauber zu groß, sauber zu teuer und der ganze Scheiß. Da ist noch sehr lang hin, bis sie das wirklich bis sie da nahtlos hineinversetzen lässt. Dann bin ich dabei. Ja, da habe ich auch Bock drauf, aber da ist noch lang hin. Ja, es dauert noch mindestens 5, wenn nicht 10 Jahre, bis das richtig praktikabel ist, so wie man es vielleicht aus Ready Player One kennt. Es dauert noch 20 Jahre, wenn es gelangt, aber so bis so an die Richtung ohne schmeckt. Und dann war es natürlich geil. Nächster, Matthias Schubeck. Hast du auch nur im geringsten irgendetwas zum Tor mit Appern von den deutschen YouTube-Größen? Und kennst du einen 3 Dead Ward? Ist ein cooler bayerischer YouTuber. Nö, kenne ich nicht. Schau ich mir nach dem Video mal an. Und ich habe nichts mit den YouTube-Größen zum Tor. Ich glaube, der Größte, der sich mal was von mir angeschaut hat, das ist der CEO. Aber ansonsten habe ich nichts damit zu tun. Mag ich auch gar nicht. Sag ich dir ganz ehrlich, ich schaue selber nicht wirklich deutsche YouTuber. Und die ich schaue, die haben so groß, die interessieren sich nicht für mich. Die Hand of Blood zum Beispiel, finde ich ganz witzig. Alles, was der macht, ist einfach geil gemacht und aus, aber das ist ja lächerlich. Also da habe ich nichts zum Suchen, da passe ich auch nicht hin und das interessiert doch den gar nicht.
Ja. Wobei so ein Mundadler vielleicht seinen Sauhaufen vielleicht ganz witzig bereichern könnte. Who knows? Weil natürlich, das war geil. Ja, natürlich war es geil, aber das ist völlig utopisch. Völlig utopisch. Nicht? Warum tun die so zurück? Warum tun die jetzt? Schon haben wir gerade gehabt. Das ist ja knackig schon wieder. Microsoft, Sony, Nintendo oder PC? Ja, du meinst Konsolen. Ja, verstehe schon. Ja, einfach zu beantworten. In der Kindheit Nintendo und Sony. Xbox habe ich besessen, aber da war ich nicht so im Spielflow. Und dann PC, Master Race, Forever and Ever. Und übrigens, danke, dass du mit Mobilgerät dazu geschrieben hast. Dankeschön. Marinus Trainer! Was ist denn so deine Lieblingsfilmreihe? Die Frage kommt öfter, ihr merkt schon, aber das ist eine andere Frage. Filmreihe ist was anderes. Herr der Ringe. Alien, Fluch der Karibik. Filmreihe. Nein. Das Predator-Franchise, wobei da auch irgendwie eigentlich alle Kacke außer der erste. Aber Herr der Ringe ist das größte Meisterwerk, das jemals gemacht worden ist. Ja? Als Trilogie, sagen wir es so. Max Kiefel! Trifft man die heuer am Geibonfest und wenn ja, wo? Geil, jetzt ist ja noch 5 Minuten vor Schluss der scheiß Akku ausgegangen. Nochmal! Trifft man die heuer... Was? Du asozialer Penner! Okay, nochmal. Max schreibt, trifft man die heuer am Geibonfest und wenn ja, wo? Na. Ja, am ersten Volksfesttag im Wenisch ganz hinten rechts. Nein, Alter. Nach 2 Jahren Corona, was meinst du, was dieses Jahr im Geibonfest Volksfest los ist? Was hab ich jetzt gesagt? Geibonfest Volksfest. Egal. Was meinst du, was da, lieber Hauimer, 25 rostige Zimmerernägel in alle Kniescheiben, wo ich hab, anstatt dass ich da hingehe. Okay? So, nein, das ist nichts für mich. So, oh mein Gott, ich glaube, wir haben es. Weil es ist wirklich bei der letzten Frage geht da quasi, ich glaube, dass ich spinne. Aber eine und die wichtigste von allen, die haben wir bis zum Schluss aufkommen. Der Alois schreibt noch eine. Einer muss fragen. Haben Pinguine Kniescheiben? Und wie jedes Mal muss ich sagen, ich weiß auch nicht! Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Ab in die Kommentare, haben Pinguine Kniescheiben, das haben wir schon 24 Mal beantwortet, ich vergiss es immer wieder. Ich sag das jetzt, wir haben es. Wir haben durch. Wir haben durch. Ja, ich glaube, eine Stunde haben wir es nicht ganz hingebracht, aber fast. Und jetzt machen wir aber sehr, sehr flott machen wir jetzt den Schluss. Ich sag's euch, was es ist. Ich habe keine Ahnung, wer sich das ganz anschaut. Keine Ahnung. Wenn's dir taugt hat, ich hoffe, es war einiges dabei, was ihr nicht gewusst habt oder was interessant war oder wie auch immer. Like nicht vergessen, Glocken nicht vergessen. Das wird immer wichtiger, da gibt's jetzt mittlerweile nämlich 2 Hackerl da drin, sonst kriegst du nämlich meine Videos nicht mit und meine Streams nicht mit und so weiter. Ich weiß auch nicht, ich glaube, es ist schon gar keiner mehr da, weil eine Stunde lang schaut sich das doch keine an. Ich kann das auch nicht an, sag's wie es ist. Und noch weniger glaube ich, dass aufgrund von solchen Videos jemand auf den Abo-Button drückt. Ist, glaube ich, noch nie vorgekommen, noch nicht ein verficktes Mal. Aber egal. Vielen Dank fürs Zuschauen, ist ja sowieso klar. Ganz wichtig ist jetzt, für euch kommt das Video am Sonntag, morgen bin ich nicht da, gibt keinen Stream und am Mittwoch auch nicht. Ich bin fort, währenddessen du das gerade anschaust, sitze ich wie gesagt im Urlaub am Strand und gondelt hoffentlich einen Cocktail in meinen fetten, kasigen Ranzen rein. Very nice und ich kann da überhaupt gar nicht sagen, wie dermaßen viel Bock, dass ich auf diesen scheiß Urlaub hab. Warte, ich muss kurz einatmen so. Kennst du das Gefühl? So 2 Tage vor dem Urlaub. Es wird so gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns spätestens in einer Woche. Hauen Sie hinein! Hobby! Ja, wir machen normalerweise einen Abgang irgendwie so. So. Okay, bye. Oh, auf halbem Weg verhungert. Egal, hau die Ehre!